Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA Online. Wir sind hier in der Nähe beim Gerald und wir machen wieder so eine Challenge vom Gerald oder vom Gerald, wie man auch immer sagen. Und zwar habe ich einen Kommentar bekommen unter dem letzten Video von GTA Online Challenge, wo wir nur mit dem Atommeiser gefightet haben. Und zwar hat einer, glaube ich, geschrieben, ich gehe jetzt selber noch mal kurz nachgucken, dass ich mir auch sicher bin, dass das so war und nicht, dass ich irgendwie einen Scheiß erzähle. Genau, und zwar hat jemand kommentiert, versucht doch mal mit der Laser-Minigun. Und das machen wir auch. Ich glaube, das wird noch sehr interessant werden, weil man mit der Minigun ja nicht in Deckung kann. Ich muss aber allerdings schnell kurz in einen Waffenladen gehen. Weil ich habe, glaube ich, ein bisschen zu wenig Munition. Wo ist da vorne schon gerade einer? Genau, da gehen wir mal schnell kurz in den Waffenladen, holen uns noch schnell Munition. Und dann starten wir die Mission. Wir gehen aber noch schnell, bevor wir die Mission starten, noch schnell kurz ins Casino, weil ich kann nicht mehr am Rad drehen, schon eine Ewigkeit nicht mehr. Und dann schauen wir noch schnell, was wir dort gewinnen können. So, gut, wir haben volle Munition. Dann gehen wir noch schnell kurz ins Casino, gehen noch schnell am Glücksrad drehen und dann starten wir die Mission beim Gerald. Ich schaue dann, welche Mission das wird sein. Ich werde jetzt nicht die gleiche machen wie letztes Mal. Vom Aufbau her sind aber die Missionen von Gerald eigentlich fast alle ähnlich. Ich habe zwar noch nicht alle gespielt, ich glaube es sind etwa 2 oder 3 und ich glaube es sind 4 neu. Also eine fehlt mir noch. Aber wir sehen es dann nachher, was für eine kommt dann. So, also wir sind im Casino. Jetzt können wir das Auto wieder gewinnen, hä? Das ist der nicht vor kurzem schon mal gewesen. Also ich bin mir gar nicht sicher, aber der sieht noch recht schick aus. Und der wette ich ehrlich gesagt. Leider ist es... Jetzt, Donnerstag haben wir, glaube ich, die neuen Events. Jetzt haben wir heute, als ich so Video aufnehme, ist Freitag. Also heisst in dem Fall, es wäre relativ neu noch. Also wir probieren jetzt mal, wenn wir das Auto gewinnen, wäre das sehr, sehr geil. Letztes Mal haben wir das T-Shirt gewonnen. Und wir gewinnen jetzt, das Auto wird es wahrscheinlich nicht werden. Das ist dein Scheiß Ernst, Mann. Okay, den Bulli habe ich bekommen. Sieht ziemlich wüst aus. Also, dann gehen wir jetzt zum Gerald und starten die Missionen dort. Oder dann schauen wir mal, was für eine Mission kommt. Das ist ja immer ein bisschen per Zufall. Weil ich finde die Missionen leider nicht im Pausenmenü. Die sind ja eigentlich, ich weiß nicht, irgendwie unter Missionen, aber irgendwie, wenn ich suche, bin ich immer eine halbe Ewigkeit am Suchen und finde es nicht. Darum fliegen wir einfach schnell nochmal runter und dann starten wir sie dort. Gut, also, ich bin jetzt mehrmals hin und her gegangen. Ich komme leider immer nur wieder in den Endspurt rein, also schneller Handel. Ja, wir machen jetzt halt einfach halt gleich wieder die gleiche Mission wie das letzte Mal. Irgendwie schaffe ich nicht, irgendwie in eine andere reinzukommen. Ich kann mir gerne in die Kommentare reinschreiben, wo ich schon die Missionen finde, weil ich weiss wirklich nicht, wo ich die Missionen finde. Darum, wir starten jetzt alleine wieder auf schwer und eben nur mit der Minigun und auch keinen Oppressor nehmen. Also den nehmen wir jetzt, wir nennen das normales Auto. Und die dürfen mir natürlich auch wieder gerne in die Kommentare schreiben, mit welcher Waffe ich als nächstes die Challenge machen soll. Also wie gesagt, wir dürfen jetzt nur mit Gatling schiessen, also der Laser Gatling, wenn wir sie da. Und das machen wir jetzt auch. Der Oppressor soll schon daherlaufen. Nehmen wir jetzt nicht. Wir nehmen normale Fahrzeuge und dann würde ich sagen, wir fahren jetzt zum ersten Punkt. Wir haben auch wieder 3 Versuche wie letztes Mal. Allerdings denke ich, das wird jetzt ja, doch ein bisschen einfacher werden. Das einzige Problem, das ich sehe, und was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist, dass ich wieder keine Snacks gekauft habe. Das ist natürlich wieder super, wie immer. Oder ist das ein Gocket oder ein Voltig? Ein Voltig, den nehmen wir doch gerade, weil der ist noch ziemlich diffig. Ich muss kurz schauen hier. Okay, ich habe weder Panzerung noch Snacks. Ja, das wird in dem Fall doch sehr schwierig werden. Weil in die Deckung können wir ja nicht mit der Gatling und aus der Deckung rausschiessen. Das heisst, ich muss immer so hinter der Deckung hinterher ballern. Ja, wir probieren es mal. Wie gesagt, 3 Versuche haben wir. Und dann fahren wir jetzt zum Kokslabor dort runter, würde ich mal sagen. In dem Fall. Gut, also wir sind hier im Kokslabor. Ich packe hier jetzt mal das Auto ein bisschen extra weiter weg. Und ich würde sagen, wir gehen auch mal relativ Sturmangriff rein. Ich muss einfach gerade als erstes aufs Auto ballern und hoffen, dass es explodiert. Explodieren.
Ich hoffe, die Munition langt, aber ich glaube es schon. Der lebt noch. Wow, okay, das ist jetzt besser gegangen, als ich gedacht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Kokslabor ist, glaube ich, eine. Oh Scheiße, und jetzt habe ich, glaube ich, gerade eine Waffe ausgewählt, die ich nicht wollte. Nein, auswählen. Gut. Super. Also, dann haben wir hier mal das erste geschafft. Wir gehen zum nächsten, wir haben das Koks und gehen jetzt zum Meth-Labor, würde ich sagen. Ich mache jetzt den gleichen Weg wie das letzte Mal, weil letztes Mal sind wir recht erfolgreich gewesen. Also die letzte Runde. Also, wenn ihr Bock habt, schaut das letzte Video nochmal an, die letzte Challenge mit dem Atomizer, die wir gemacht haben. Ist sehr, sehr tricky gewesen. Und vor allem schaut einfach die dritte Runde an, also die letzte Runde. Weil dort habe ich es noch geschafft. Also, jetzt habe ich gespoilert, sorry für das. Aber es ist sehr, sehr lang gegangen und es ist auch sehr, sehr schwierig gewesen, aber wir haben es geschafft. Okay, der ist auch mal weg, he? Also er ist zwar umgekehrt, jetzt wird er wahrscheinlich gerade despawnen, aber wir fahren jetzt zum nächsten Punkt, da kommt schon der nächste vorne. Shit, jetzt habe ich ihn nicht verwünscht. Also wir fahren zum Meth-Labor und da versuchen wir es dort noch die nächsten Drogen zu holen. Boah, wie ich das hasse, wenn das Auto einfach einlenkt von dir. Vor allem, wenn wir voll überschlagen hier. Oder fast überschlagen. Oh shit, der fährt gerade hinter mir. Okay, yes! Sehr gut. Zum Glück hat mich das Auto gerammt, und ich konnte schnell über den Haufen fahren. Ich glaube, es am schwierigsten wird es werden in dieser Lagerhalle. Nochmal dort das Päckchen holen, weil dort haben wir keine gute Deckung. Hä? What? Jetzt bin ich gerade mega verschrocken, weil der Mini auch so rückwärts gefahren ist, wie das ausgesehen hat. Ich habe gemerkt, jetzt läuft irgendwie das Game rückwärts schnell. Oh Mann, ey. So, da kommt der nächste TÜV-Fahrer. Sehr gut. Ja, wenn wir sie so umfahren alle, dann geht das eigentlich relativ gut. Jetzt habe ich, glaube ich, ein kleines Problem. Ich glaube, hier oben fetzen wird ein bisschen schwierig werden. Ich muss wahrscheinlich jetzt hier gleich von der Seite schon kommen. Wow, shit, ich wird da schon irgendwo abballert. Ja, super, genau. Kommt doch dort drüber rein. Also der Punkt, wo jetzt unten kommt, das ist immer ein TÜV-Fahrer. Der spawnt leider immer wieder. Also wenn ich den abschieße, kommt er gerade wieder. Das Problem wird jetzt einfach sein, der kommt jetzt wahrscheinlich hinterher. Jetzt habe ich hier gerade ein bisschen eine Zwickmühle. Jetzt bin ich das erste Mal angeschossen worden. Den haben wir mal, hä? Und dann von hinten. Das ist der TÜV-Fahrer. So. Jetzt kommt wieder ein neuer TÜV-Fahrer, aber das ist jetzt nicht so das grösste Problem. Es geht manchmal schon ein paar Minuten, bis er da steht. Holy shit, wo schießt der dort? Oh, da ist auch noch einer. Haben wir, sehr gut. Next one. Ah, scheiße, das ist jetzt einfach ein bisschen blöd, ich kann nicht in Deckung. Den haben wir auch, sehr gut. Schliesslich ist das Auto dort hinten kaputt. Wieder einer von hinten. Ich muss mega gut auf die Minimap schauen. Hauptsache geht der dort hinten, jetzt so ein Container in Deckung. Von der Munition her sollte es eigentlich schon passen. Ah, man kann nicht mal abrollen. Schwere Scheiße. Dort ist einer gestanden, hä? Jetzt irgendwie gar nicht bewegt. Oh shit, der ist mir voll in die Flinte gelaufen, hä? Dort ist glaube ich das Kennen, oder? Nein. Da kommt noch der Fahrer. Jetzt sind nur noch zwei da unten. Also ich gehe nicht rein ins Labor, oder allgemein, ich gehe nie in die Punkte rein, bevor ich nicht alle abgeschossen habe, die hier wirklich an spawnen oder schon da stehen. Also das ist eben der TÜV-Fahrer, der immer wieder kommt, den kann ich ja natürlich nicht immer wieder abschiessen, sonst wird das ja nie etwas. Wir haben es geschafft, wir gehen jetzt rein. Aber ich habe nur noch ein halbes Leben. Ich habe immerhin noch ein Teamleben, als einzig, das heisst, wenn ich mal sterbe, kann ich immer noch wieder rumballern. So.
Sehr gut. Wir haben es geschafft. Jetzt kommen wir eigentlich nur noch die Fahrer. Jetzt hat er wieder die andere Waffe ausgewählt. Munition haben wir auch noch genug. Also das könnte gerade etwas werden beim First Try. Wir gehen jetzt weiter zu der Lagerhalle gehen wir jetzt. Ja, das wird eben dort der schwierigste Punkt werden, denke ich mal. Wir sprinten zum Voltig wieder. Ist eigentlich noch ein cooles Auto, muss ich wirklich sagen. Leider ist er einfach eben nicht so extrem. Also er ist schon schnell, er hat eine gute Beschleunigung, aber er ist leider oben raus, also die Höchstgeschwindigkeit ist eben nicht so extrem schnell. Wow, und vor allem ist irgendwie so, habe ich das Gefühl, ja, kann man sich auch gut überschlagen mit dem Auto. Wow, okay. Also wir haben wieder halbes Leben, es hat sich jetzt wieder ein bisschen aufgefüllt, das ist gut. Es wird jetzt aber relativ schwierig werden, vor allem jetzt an dem Punkt, wo wir herkommen. Die Lagerhallen, die sind eben relativ schwierig zum machen. Also das letzte Mal mit dem Atommeister habe ich dort, glaube ich, am meisten Mühe gehabt, würde ich jetzt mal behaupten. Vor allem eben drinnen, weil es so viele Leute drinnen hat noch. Oh, der Fahrer wieder da vorne. He? Ah, scheiße, verfehlt. Wow! Ups. Voll in die Wand. So, wir fahren jetzt hier wieder rein. Ja, jetzt ist es ein bisschen weiter weg wahrscheinlich, aber das ist jetzt auch egal. Den nehmen wir jetzt gerade mal mit. Ich glaube, so auf der Distanz wird es noch einfach werden für mich. Weil... Oh, das war keiner. Weil, sie treffen nicht so gut auf die Distanz, aber Gatling ist eigentlich noch recht präzise auf die Distanz raus. Maximale Gesundheit, 100 von 100, ja das habe ich schon lange. Jetzt muss es einfach nochmal gelüpft. Sehr nice, wir haben den auch verwünscht, sehr gut. Den haben wir auch, einer ist noch auf dem Dach, das weiss ich. Gehen jetzt extra schnell drüber, weil da haben wir da noch ein bisschen die Holzdinger. Wow, shit, in Deckung. Holy shit! Nein, weg mit dir! Schnell warten, hinter das Holz, bitte, schnell. Gang hinter das Holz. Ist das dein Ernst? Gang hinter das Holz, ich komme da nicht durch, der Gatling ist zu fett. So, schnell warten, ich muss schnell Leben haben wieder ein bisschen. Scheiße. Die Dörffahrer, die nerven am meisten, weil die immer wieder spawnen. Mein Leben geht nicht auf. Oh mein Gott! Oh, shit. Ich habe nicht mehr viel Leben. Jetzt muss ich einfach schnell warten. Weg mit dir. Scheiß Holz. Der da ist gar nicht mehr. Hey, wo ist der her? Ist recht runtergegangen. Okay, wir haben jetzt den noch verwünscht. Dort hinten ist noch einer. Ist umgekehrt. Sehr gut. Der von hinten wieder. Die Schnepfen, hey. So, also in der Lagerhalle, ja, jetzt sind wir eben bei der Lagerhalle, genau, jetzt haben wir schon wieder verchillt, wo wir sind. Bei der Lagerhalle ist es eben am schwierigsten. Weil dort will ich eben nicht in Deckung gehen. Oder ich kann keine gute Deckung. Oder nur so immer. Kann ich da auch durchschiessen? Geht das? Ich muss jetzt einfach vollkommen eskalieren, habe ich das Gefühl. Vollkommene Eskalation ist fehlgeschlagen. Wie mache ich das am besten? Ich muss am besten gehe ich rein, gehe in Deckung, warte bis sie in Deckung gegangen sind und dann komme ich raus mit der Gatling und ballere mal ein bisschen. Ach, das ist ein bisschen blöd, wenn etwas da, weil er so weit unten hat, das Ganze. So. Der Riff ist ja nicht geil. Oh, ich habe wieder volle Munition. Ja, wieder volle Munition. Ah, urgeil. Wenn du gestorben bist, habe ich wieder volle Munition. So. Sehr gut. Sehr gut. Oh mein Gott, sehr gut. Der von der Seite, der da irgendwo.
So, den haben wir auch. Da muss ich einfach ein bisschen durchstürmen. Nice, wir haben alle verwünscht. Da hinten ist nämlich noch einer. Haben wir auch angeschossen. Haben wir verwünscht. Sehr gut, wir haben es geschafft. Nice, also wir gehen jetzt noch zum letzten Punkt. Das wäre die Hanfplantage. Und jetzt säckeln wir wieder zum Voltic hindern. Wir nehmen nicht die Töpfe, weil im Voltic haben wir ein bisschen Deckung genommen, wenn er noch da ist oder er ist despawned, aber ich hoffe es jetzt mal nicht. Er ist da dort, sehr gut, da kommt jetzt aber ein Töpffahrer. Der Töpf hat gerade den Voltic verschoben. Und jetzt schnell weiter, schön die Autotür zugezogen und die Scheibe rausgeflogen. So, hoppala. Also, dann fahren wir weiter zu der Hanfplantage. Gut, bei der Hanfplantage wird es auch sehr schwierig werden. Dort haben wir eigentlich auch nicht so gute Deckung. Also dort ist es, eigentlich die vorne dran sind, sehr, sehr offen alles. Wow, shit! Da fliegt mein Kotflügel gerade weg. Wow! Haben wir überschlägt es hier immer so. Jetzt ist wieder ein Töpffahrer hinter uns. Wir gehen jetzt hier wieder rein. Wir haben eine Platte. Scheiße, also der Voltic ist schon mal Geschichte im Gatling. So. So, sehr gut, den haben wir. Jetzt hier vorne, jetzt wird es tricky. Ich muss am besten, wenn ich alle schnell auf einmal abschiessen oder einfach so schnell anschiessen, dass sie einfach umgehen, aber sie sind jetzt aber schon alarmiert. Da sind sie. Wow, shit, da kommt wieder einer. Wir haben noch genug Leben. Dort hinten ist noch einer. Sind alle gewesen? Nein, es ist noch einer. Explodier. Sehr gut. Da kommt nochmal der Töpf. Den haben wir angeschossen. Jetzt ist er hinter dem LKW umgekehrt. Wow. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Jetzt noch rein. Innen sind 3 Leute. Und haben es geschafft. Also wir können es schaffen. Es sollen nur noch Fluchtfahrzeuge werden. Die sind zum Glück unbewaffnet. Der da vorne ist bewaffnet. Und jetzt wird es schwierig, weil ich sehe ihn nicht. Aber ja, so geht es natürlich easy. Sehr gut, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt das letzte Päckchen. Voilà. Und jetzt müssen wir nur noch zum Gerald fahren. Der Gerald. Und dann haben wir die Challenge gemeistert. Das Problem wird jetzt einfach eben werden: Fahrzeug. Die Töpffahrer jetzt dafür säckeln wird jetzt eigentlich noch simpel werden. Weil wir können sie einfach wieder anschiessen. Aber nachher, während der Fahrt, das letzte Mal hat es mich noch blöd gedreht, aber es hat gerade noch Pass gehabt. Oh, dort ist ein Fusilade. Wir nennen den. Der ist einfach noch easy, schnell eigentlich, kann man sagen. Der kommt nicht gut, also da gehen wir da gut schnell, hopp, einsteigen. Er ist wieder despawned. Jetzt kommt einer von da vorne. Die vorne kommt er. Mach schneller. Er schießt schon. Hopp, schnell. Weg. Ja. Ah, scheiße, ist nicht umgekehrt, aber wir haben es gleich noch geschafft. Er hat uns nicht getroffen. Es sind nur 1,5 Kilometer. Also wir können es schaffen. Ich hoffe nur, wir machen nicht noch einen blöden Unfall oder kassieren irgendwie eine Platte. Eine Platte wäre jetzt richtig der Worst Case, gerade in dieser Situation. Du Penner. Oh mein Gott! Wow! Wo kommst du wieder her? Die SUVs, man. Ich habe einfach schlechte Erfahrungen mit SUVs. Wow, scheiße, driftet. Jetzt haben wir noch alles. Wow, du scheiß Mini! Jetzt haben wir noch alles geradeaus eigentlich. Habe ich eine Platte? Nein, ich habe keine Platte. Nur noch alles geradeaus. Ich ducke mich auch wieder, dass ich nicht angeschossen wird oder dass es schwieriger wird, mich zu treffen. Das Lenken ist einfach dann ein bisschen beschissener. So.
Aber das sieht eigentlich ziemlich safe aus. Jawohl, wir haben es geschafft. Nice, also. Challenge haben wir gemeistert. So, mal schauen, wie viel Geld gibt es. 18.000, ja, easy. Ich meine, jetzt für den Zeitaufwand jetzt. Das Video ist eigentlich gerade eine halbe Stunde kürzer geworden als das letzte Mal. Nice, also wir haben es geschafft. Wir haben 54 Kills, wir haben sogar mehr Kills gemacht als das letzte Mal. Das letzte Mal haben wir 49 gemacht. Und sind aber auch wieder einmal gestorben. Ja. Aber wir haben die Mission geschafft und dann würde ich auch sagen, das wäre es mit dem Video. Wie gesagt, schreibt mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare rein, mit welcher Waffe dass ich als nächstes soll fighten. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, ja, fight nur mit Schrotflinte, dann mache ich das. Oder eben halt Laser-Gatling, was auch immer ihr möchtet sehen. Wir fighten mit dem. Einfach halt logischerweise Faust. Nahkampfwaffen sind halt einfach eigentlich unrealistisch, dass man das schaffen kann. Darum einfach eben ein bisschen realistische, aber doch halt ein bisschen so ein bisschen schwierige, wie soll ich sagen, schwierige Waffen. Und ja, dann würde ich sagen, das wäre es mit dieser Folge von GTA Online. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo und auch wenn ihr natürlich das Video teilen. Und sonst sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sagen wir mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.